Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu The Legend of Zelda Skyward Sword in HD mit dem Master Schwert. Naja, schon, aber noch nicht ganz fertig, kann man sagen. Und wir hingegen hier auf der Insel und so sind soweit, zumindest mal das erste fertig. Und ja, haben jetzt, sage ich jetzt mal, die ehrenvolle Aufgabe zurück zum Sieglein zurückzukehren, ne? Wir alle wissen, was passieren wird. Etwas, worauf wir eigentlich gar keinen Bock haben. Einerseits, andererseits schon. So, heute ein bisschen speziell bei mir, weil ich zocke gerade im Stehen, da ich den ganzen Tag über zu viel gesessen bin. Also generell zu viel gesessen bin und mir dachte, ja komm, wenn du schon mal so einen höhenverstellbaren Schreibtisch oder Arbeitsplatte, wie auch immer hast, dann kann man es ja auch ausnutzen, wa? Okay, ja genau, hier haben wir noch ein paar Truhen übrig. Hole ich aber, wie auch schon mal erwähnt, erst später. Sonst haben wir doch relativ viel schon mal gemacht. In den letzten Folgen. Auch Sidequest-mäßig. Man sieht es ja anhand der Herzteile, fehlen nicht mehr viele. Hier auch mit der Geldbörse. Also wir sind auf einem guten Weg. Auch so was eigentlich noch die Items, also gerade an Bord haben quasi betrifft. Den großen Köcher, große Bombentasche, große Lego-Tasche haben wir also auch schon alles gezeigt. Wir haben auch schon 4 Flaschen, also wir haben schon relativ viel im fertigen Spiel. Jetzt ist die Frage, wird es direkt getriggert oder kann ich noch irgendwo was aussuchen? Ah, ich darf es aussuchen, krass. Ja, komm. Dieser Vogelstatue reißen. Wir wissen, dass Bado damals irgendwas hier bauen wollte, wa? Und offenbar ist er fertig. Da unten noch alles friedlich, okay. Sieht schon krass aus, ey. Und Bado, was hast du alles hier unten gefunden? Hier im Erdland? Krasser Typ. Okay, wer ist es jetzt? Na, Katapult oder was? Was haben wir hier drüben plötzlich? Oh, eine riesige... Ja! Seit wann gibt es hier unten so riesige... Die nicht explodieren? Okay, geh wieder, ist mal zu ein Heimloch. Hä? Ist doch explodiert? Und wieder da. Okay. Keine Ahnung, was Bado hier gezüchtet hat. Nee. Wo ist er überhaupt? Da unten ist er auch nicht. Ich gehe mal gucken, wa? Wir wollen ja eigentlich sowieso zu Zelda, also durch die Zeit reisen. Und das sollte jetzt möglich sein. Angeblich. Bado? Hey, Michael! Hast du Schienen da draußen schon gesehen? Wofür die gut sind? Das ist eine Überraschung. Das Schwert! Es trägt die 3 Flammen in sich. Gut gemacht, Michael. Das Schwert fließt nahezu über vor Kraft. Diese Kraft, die Force. Meinst du damit jetzt die Force aus dem Minish Cap oder Force Arts? Die heilige Kraft, die die alten Götter dieser Welt entlassen haben. Diese Kraft wird in der Hymne der Göttin besungen. Und nun erfüllt sie dich und dein Schwert. Ich könnte heulen vor Freude. Nun denn, Michael, öffne das Zeitportal. Diese Kraft, dein Schwert wurde durch die Force gestärkt. Triff nun das Zeitportal mit dem Himmelsstrahl und es wird sich sicher öffnen lassen. Die Force, also Mehrzahl. Stell dich auf diese Plattform und lasse die Kraft des Schwertes in das Zeitportal fließen. Klappt nicht. Naja, okay. Oh! Bei der Göttin, das Siegel wurde neu gebrochen. Ausgerechnet jetzt? Er ist wieder erwacht. Vielleicht eine Reaktion auf die heilige Kraft, die von einem Schwert ausging.
Aber wir müssen das Schwert einsetzen, um das Cybertal zu öffnen. Wir haben keine andere Wahl. Michael, du musst diese Bestie ein weiteres Mal bannen. Ha, endlich! Was denn? Endlich können wir es ausprobieren. Für jeden kann dieses Vieh nicht anstinken. Quatsche ruhig noch ein bisschen, ich gehe schon mal vor. Bardo? Mann ey, ich wollte ein Cybertal öffnen. So eine Scheiße. Dieser Kackverbannte schon wieder. Aber was heißt schon wieder? Seien wir ehrlich, wir haben bisher erst einmal verbannt. Hätte durchaus sein können, dass es schon früher und weiters mal ausbricht. Hey Michael! Jo, was geht ab, Bardo? Wo bist du überhaupt? Ah, da oben. Sieh dir das an, das ist meine mächtige Geheimwaffe. Mein mächtiges Katapult mit einer riesigen Donnerblume. Da fällt nichts mehr ein, wa? Ich muss gestehen, ich habe mich dafür auch mächtig ins Zeug gelegt. Schau gut hin. Die ganzen Schienen rund um diese Grube habe ich ganz alleine gelegt. Klasse, wa? Ist das vielleicht irgendwie ein Vorreiter für Spirit Tracks? Ein Gene meine ich und so. Ich bin selbst ganz begeistert von mir. Ich wusste gar nicht, dass ich so vielseitig begabt bin. Jetzt gilt es nur noch, das Katapult in Stellung zu bringen und dem Kerl eine ordentliche Ladung zu verpassen. Klingt gut. Mit so ein paar Bonnen sollen wir selbst ein Koloss Wim für kurz Zeit aufs Gefecht setzen können. Ja. Wenn nicht zu früh kommt, dann ja schon. Wieso? Ich muss hier noch ein paar kleine Vorbereitungen treffen, um das Katapult bewegen zu können. Ich melde mich, wenn ich so weit bin. Bis dahin bist du ganz auf dich allein gestellt. Ja, wie immer. Das ist nichts Neues. Gut, gehen wir runter. Wir können einfach direkt wieder verbannen, ohne dass irgendwas passiert. Wäre doch cool. Das Ding vibriert schon. Da ist er wieder. Hässlicher als jemals zuvor. Dann hast du hässliche Arme? Der Verbannte. 2.0. Ich habe ein Upgrade, Alter. Ich sehe schon. Was ist das? Diesmal von meinem Handy gewachsen. Kämpfe du so lange mit ihm? Ja, ich mach schon. Was soll ich sonst machen? Aber die brauchen immer so lange wie früher. Hey! Na, willkommen. Vorne wird lustiger. Hey Michael, mein Kalul ist bereit! Wenn es viel die Wände hochklettern will, können wir damit eine andere Ladung verpassen. Okay. Der will ja einfach cheaten. Was für eine Sau. So, jetzt bin ich dran. Wegen das Katapult mit Hilfe von L und wir sehen den Feind an. Wenn er dann benommen ist. Okay. Na, gefällt dir das, mein kleines Spielzeug, gell? Wenn es losgehen soll. Was zum? Was ist jetzt los? Ja gut, weißt du was, wenn ich jetzt eh schon hier oben bin. So, Freundchen, ne? Nichts mehr mitziehen. Geht direkt auf den Kopf. Wie so ein Pickel auszudrücken. Bardo ist wieder ready. Ready to take off. Ich frage mich jetzt gerade. Ich kann auch direkt so abknallen. Ups. Da ziehen wir vielleicht auch mal eine Option. Wenn wir schon beim Thema sind. Ich will es aber nicht schon wieder. Nein! Aua. Warte, du kommst wie gerufen.
Das ist jetzt eine Verarsche. Der verarscht mich doch, genau in dem Moment. So, nix da. Der will trotzdem hoch. Okay, geht nicht mehr. Scheiße. Ja, weiß auch nicht, aber... Wenn du einfach kurz gestunt bist, wäre auch nicht so schlecht. Nämlich dafür. Aber. Ja, ich sehe es. Okay, jetzt muss er schnell sein und Bardo auch. Weil er ist gleich da. Nein! Wieso? Warum? Freunde, das war's. Oh, das ist das Ende. Game over. Du hast gelost. Nein, man tut nur mal, das mal zu zeigen, was passieren würde, wenn man es eben nicht schaffen würde. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Bardo. Müssen wir darüber reden, Kumpel, Dass sich einfach hochzieht, ey. Okay, okay. So, wir kennen es ja. Also, theoretisch kann man natürlich die 10 auch irgendwie mit dem Ding angreifen, mit dem Himmelsdingsbums, ihr wisst schon, mit dem Himmelstrahl. Aber die Idee soll dann schon sein, mit Bardo ihn stunnen, nach dem Kopf springen und ihn so platt machen. Oder ihm seine Finger abschneiden. So. Das wäre eine Variante. Jetzt bin ich dran. Genau, kennen wir schon. Ich mache jetzt aus dem Grund, damit er stehen bleibt. Damit ich in den Siegelstein wieder in seinen hässlichen Kopf rammen kann. So. Aber hier auf dem Rücken, auf seinem Kopf, kann man ganz, ganz doof runterfallen. Das ist ganz übel. Quetsch ihn raus.
So, jetzt hat Bardo ja gerade erst geschossen, das heißt, er braucht noch ein paar Sekunden. Dann gehe ich mal so hoch. Ja, Bardo, ich habe dich schon gehört. Ja, das schmeckt ihm gar nicht. Das ist nicht nach seinem Geschmack. Oh, bin ich vielleicht ein bisschen zu hoch. Jetzt schon wieder, bin ich wieder beinahe runtergesegelt. So. Hui, das war knapp. Macht leider den Quatsch, wo ein bisschen wieder wie eine Schnecke agiert. Aber eine ziemlich schnelle Schnecke. Oh, sie hat einen Baum. Ja, dann gehe ich mal hier rüber. Alles klar, Bardo. Haben noch ganz kurz, bis er fertig ist. Voll auf den Arm. Oh, mein Arm! So. So geht das, Freunde. So muss man das machen. Meine Fresse, ey. Zurück mit dir ins Verlies. Tja. Wir wissen immer noch nicht, warum es eigentlich Game Over ist, wenn er oben das Siegelein erreicht. Ich meine, warum? Wegen dem Zeitstein dort oder was? Dass er in die Vergangenheit reisen könnte? Nach 3 kommt die 4. Mit dem Schwert, das die Macht hat, das Böse zu vernichten. Gut gemacht, Michael, aber ohne mich hättest du es sicher nicht geschafft, wa? Es wäre sicher schwieriger geworden, weil... Ja gut, man die Hände abhacken hätte ich so gekonnt, aber wie hätte ich das sonst zu Fall gebracht? Weil mit den Händen alleine funktioniert es nicht. Direkt auf den Kopf springen, das funktioniert am Anfang, nachher auch nicht mehr, wenn er nicht gestunt ist. Zehen abschneiden ist auch schwierig. Ja, geh du mal vor, Bardo. So. Zum zweiten Mal wurde er verbannt. Eigentlich schon zum dritten Mal. Das erste Mal hatten ja die Göttin damals versiegelt und wir jetzt zweimal. In doch relativ kurzer Zeit möchte ich mal anmerken. Also gut, es lagen 3 Tempel dazwischen, ja, aber trotzdem. Ach ja. Ach, creepy, wa? Jetzt sehen wir mal den Tempel ein bisschen besser. Und man sieht schon, es sieht so aus, als wäre irgendwie geteilt worden, wa? Es wäre der ursprüngliche Tempel viel, viel größer. Und dann ist irgendwas passiert und zack, wurde die einfach mal durchgeschnitten. Hm.
Du hast ihn wieder in seinem Gefängnis versiegelt. Jo. Michael. Mit Bardos Hilfe. Ja, beide zusammen. Lass gut sein, Mütterchen. Du hast mir noch beigebracht, dass selbst ein Tu nicht gut wie ich etwas bewirken kann. Das hast ganz allein du selbst geschafft. Es ist Zeit, dass wir über dieses Ungeheuer reden, Michael. Es ist die Verkörperung des Bösen. Wenn du das Zeitportal öffnest, wirst du die Wahrheit erkennen. Das Biest wird wieder und wieder das Siegel brechen, um freizukommen. Wir müssen seinen Ursprung zerstören, sonst wird es uns immer wieder heimsuchen. Schnell, Michael, konzentriere. Konzentriere die Forsen im schwerenden Himmelstrahl auf das Zeitportal. Das meinst du doch, oder, Mütterchen? Ja, geh jetzt, Michael. Und so gehe ich, und nimmer kehre ich wieder. Nee, Quatsch. Die Force. Hä? Skyward Sword! Was? Was für ein Scheiß? Ah. Das muss man mehrmals machen, verstehe. Das Zeitportal wurde aktiviert. Du musst dich nicht fürchten, Michael. Dieses Portal führt weit zurück in die Vergangenheit. Es verbindet dich über die Zeiten hinweg mit Zelda. Geh, durchschreite das Zeitportal. Du bist am Ziel einer langen Suche. Jo. Endlich. Nach so vielen Folgen endlich wieder Zelda sehen. Bardo? Ich halte mal hier die Stellung, ja? Grüße von mir. Das Mütterchen sagt jetzt ständig, dass das Ungeheuer wiederkommt und dann muss es ihm ja jemand einen Abgang verpassen, wa? Darauf müssen wir vorbereiten. Grins, grins. Und wer soll das sonst um das Mütterchen kümmern? Stimmt eigentlich. Außerdem... Ach, nichts. Ach, Bardo. Er hat halt doch einen guten Kern. Vergiss es nicht, Mike, ne? Grüß Zelda von mir. Nee, vergiss es nicht, keine Sorge. Ich sage, dass du doch ganz cool bist. Nicht so cool wie ich zwar, aber hey. Weiß das schon. Na dann,
ab durch die Zeit. Endlich zu Zelda. Bin noch am selben Ort? Ist dasselbe Portal? Dasselbe Tempel? Kann ja hier aus. Nee. Hä? Okay. Da muss sonst schon sehr ähnlich aus hier. Eine Vogelstatue. Nö. Aber das Mündchen ist weg. Und wer bist du jetzt? Da bist du endlich, Michael. Ich hab dich erwartet. Aha. Ich kann mir vorstellen, dass du etwas verwirrt bist. Doch werde dich aufklären. Dies ist der Hylia-Tempel. Der Anzeige kam ihn unter dem Namen Tempel des Siegels. Unermesslich lang ist es für euch her, dass die Göttin den Todbringer an diesem Ort eingeschlossen hat. Hier ist es indes nur ein Augenblick vergangen, seit der Wolkenhort vom Erdland getrennt wurde. Das ist echt eine Vergangenheit? Krass. Genau, du hast das Zeitportal durchquert und bist in die Vergangenheit gereist. Ich bin mir sicher, dass du viele Fragen hast. Geh nun durch das Tor dort hinten. Dort erwartet dich jene Person, für die du all diese Strapazen auf dich genommen hast. Gerade scheiße, Freunde, wa? Ich dachte zwar gerade, ich wüsste irgendwie dazwischen nochmal kurz einen Cut setzen in dieser Übergangsphase, damit es irgendwie, ja, halt auch vom Part her und so besser passt. Weil ich mir nicht mehr ganz sicher war, ob direkt nächste Cutscene und so kommt, aber das ist doch gar nicht mal so schlecht und glaube ich passt auch, um an dieser Stelle die Folge zu beenden. Endlich, nach allem, was wir hier durchgemacht haben. Oh Mann, oh Mann. So, nächste Folge also, Freunde, betreten wir in der Vergangenheit. Und ja, man sieht doch, Tempel sieht ein bisschen anders aus, noch ein bisschen moderner, sage ich jetzt mal. Kann man glaube ich so stehen lassen. Betreten wir also das Tor da hinten, was auch ein bisschen besser aussieht als noch in der Zukunft, nicht so ramponiert. Und gucken mal, ob uns dort endlich Zelda erwartet. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.